Banken und Geld. Ein Ostschweizer Altkantonsrat sorgt mit seinen Ideen für Schlagzeilen. Er will nämlich, dass alle UBS-Angestellten vom Schalterbeamten bis zur Teppichetage einen Großteil von ihren Boni aus dem letzten Jahr zurückzahlen. Erreichen will er das mit einer Bürgerinitiative. Ein schlechter Witz oder eine ernst gemeinte Sache? Der Ralf Krönzle hat mit ihm geredet. Bosco Bühler, seine Telefone sind heute heiß gelaufen. Ein Interview da, ein Interview dort. Seine Bürgerinitiative zur Boni-Zurückzahlung sieht vor, dass sämtliche UBS-Angestellte 80% von ihren Boni im Staat zurückgeben. Freiwillig, versteht sich. Noch besser wäre, wenn die Bank das Ganze gerade selber organisieren würde. Das wäre auch eine unerhörte Chance für die UBS, vertrauensbildende Massnahmen zu ergreifen. Das wäre eine von der, finde ich, der besten Massnahmen, wenn alle Mitarbeiter da mitmachen würden und so den Tatbeweis erbringen, dass ihnen das etwas wert ist. Wir haben ja doch jetzt als Bürgerinnen und Bürger haben wir den Arbeitsplatz von x-tausend Bankern retten. Gestern war er in Bern im Bundeshaus und hat bei Volksvertretern geworben für seine Idee. Namhafte Politiker von links bis rechts fänden es eine gute Sache, so der Initiant. Ob das die UBS-Leute gleich sehen, ist eine andere Frage. Das kommt jetzt eben aus, das ist jetzt der Lackmustest, den ich hier machen will, wie das dann entsprechend rauskommt. Entweder, dass die Leute den ganzen Bonus zurückzahlen. Unsere Idee war aber eher, dass vielleicht halt doch jetzt Putzfrauen und einfach Leute jetzt in tieferen Chargen, die angewiesen sind auf das Geld, dass man die jetzt nicht plagen. Ich würde einfach 80%, die 1,8 Milliarden. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein ehemaliger Ostspiel vielleicht ein bisschen grosszügiger sein kann. Erste Kontakte mit der UBS sind geknüpft, so der Flo Wieler. Reaktionen erreichen ihn vor allem elektronisch. Etwa 80, die ich hier habe, zustimmend, oder? Und 2, die nicht positiv sind, wobei beide sind betroffene Mitarbeiter. Seiner Meinung nach sind den UBS-Mitarbeitern Boni aufgedrängt worden. Viele wären jetzt froh, sie könnten den grössten Teil des Boni der Eidgenossenschaft geben. Der Ablauf wäre am Schluss so, dass der Bundesrat letztendlich das überkommt. Über das Parlament, Nationalen Ständerat wird das abgesegnet, zum Beispiel für Energieförderung, Konjunkturförderung. Wir haben ja diverse Programme und nicht einen Haufen Geld. Und dann würde ich aber noch eine unabhängige Kontrollstelle, die das Ganze anschauen tut. Und da würde ich keine Staatsstelle, da würde ich eine unabhängige Kontrollstelle auf privater Basis. Die Zeit drängt. Bis Mitte Jahr will der Bosco Bühler die 1,8 Milliarden zusammen haben. Am nächsten Mittwoch wird er zu Bern nochmal Vorstellung und will dann mit möglichst vielen Unterschriften heimkommen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Dazu Kurzmeldungen mit dem Mario Testa. Der Raubüberfall auf einen